gar nicht haben vergessen. Denn mittlerweile ist eine Story unerlässlich und ein Provisorium unendlich. Geiler Song, Digi. Schon lange nicht mehr gehört von uns oder von dir. Sagen nichts bringt es eigentlich perfekt auf den Punkt bei diesem Song. Ja, aber du hast schon lange gezweifelt bei diesem Song. Ich glaube, er ist mehr oder weniger eigentlich rausgekommen, weil ich ihn unbedingt draussen haben wollte. So. Ja, das war der erste Song, den ich produziert habe. Nach einer Zeit. Solo-Song, gell? Der erste Solo-Song. Und ich habe ja vorher gesagt, ich kann jetzt eigentlich ein bisschen auf die Bremse drücken. Was so. Ja, eigentlich hast du mir gesagt, du hörst auf. Eigentlich habe ich gesagt, ich höre auf rappen und nur noch produzieren. Ja, aber es hat mich nicht gleich gepackt. Und ja. Ja, der einzige, also ich sage, der Hauptgrund, wieso alles der Song jetzt auf dem Album ist, weil du hast gesagt, er muss drauf. Es ist einer der besten, die ich bis jetzt gemacht habe, auch vom Beat her und das Ganze. Mir persönlich hat es einfach am Schluss, als ich ihn gehört habe, klar, es ist etwas, das beschäftigt einem immer, so, das, was man verpackt in diesen Liedern. Es war so ein bisschen, wir haben schon eine ganze Abstand-EP gemacht zusammen. Ja, no, die ist ein bisschen untergegangen. Und gleich lasse ich das ganze Pandemie-Thema so nochmal aufleben auf dem Song. Das schenkt das durch. Weil es hat da irgendwie so du hast schon, also jeder Mensch hat irgendwie Redebedarf. Mir ist gestern gerade aufgefallen, wir hatten gestern so ein Klassentreff, haben wir auch so über das Corona geredet und warum alles so war. Und heute auch bin ich im Joggen gewesen, bin so neben zwei durchgelaufen oder durchgejoggt und die haben auch über das geredet, immer noch. Also das Thema ist eigentlich immer noch da. Ja, ich weiss auch nicht, eben, du wirst sofort abgestempelt aus Schwurbler oder aus irgendwelchen, wie sagst du denn schon wieder, nicht Klimaleugner, Verschwörungstheoretiker, genau, wenn ich es sagen kann. Alles, jeder, der etwas hinterfragt, ist gerade so einer, oder? Und ja, irgendwie hat mich gedacht, eben, der Song hat mich sofort auch gerade angesprochen. Wir sind zwar auch nicht immer gleicher Meinung gewesen, was das Thema anbelangt hat, aber es ist schlussendlich überall eigentlich so. Und wenn man denkt, ja, hat sogar so eine Familie oder... Echt ist das Thema verdammt präsent, immer noch im Kopf und es hat viel kaputt gemacht. Das Ding ist einfach, es sind alle müde, siehst du, ja. Also nicht nur wegen der ganzen Umstände, die es mit sich gebracht hat, einfach auch das drüber reden und so viel einfach. Weißt du, um einen Teppich kehren und jetzt vergessen, weißt du, Buch zu. Aber es ist nicht vergessen, es hat irgendwie etwas gemacht mit den Menschen. Klar hat es etwas gemacht mit den Menschen, aber irgendwo, darum habe ich auch gesagt, ich sage nichts. Siehst du, ja. Einfach, ja, es ist für mich nochmal so in einen Song können, so ein bisschen verpacken und so. Es ist wirklich ein einfacher Song. Es ist einer der einfachsten, den ich jemals gemacht habe. Ja, weil darum ist er auch so angenehm zum Hören. Auch der Beat, weißt du, so, hat so ein bisschen das Soulige drin und das so Oldschool-Vibes. Das ist ja das, was mich immer gepackt hat. Also, eigentlich hast du mir schon dann mit dem Beat, du hast mir den Beat geschickt, hat es mich schon gepackt, noch ohne Vocals. Und dann, wo noch das lockere Rap-Zeug ist draufgekommen und die, ja, jetzt hat eben Punchlines, die einfach bleiben, eben die wir vorhin gehört haben. Verloren und besessen, machen Bilder, dass wir es morgen nicht haben vergessen. Eigentlich sehr einfache Rhymes, aber sehr prägend und irgendwie, ja, es bleibt dem so und es ist schon, ja, sinnbildlich für die jetzige Generation oder für das, was alles passiert ist. So. Finde ich einen geilen Song. Ja, merci. Aber ich habe eigentlich den Song gebraucht für einen Abschluss, so wie einen Neuanfang. Ich wollte zuerst eine EP machen. Sagen nichts, hören nicht zu, schauen weg. 3 Songs, das ist ja der Ursprung so. Und dann hat es sich eben weiter aufgebaut und dann habe ich mich gleich entschieden, innerhalb von diesen 4-5 Monaten das Album mit, es sind jetzt 9 Lieder. Ja, oder wenn vielleicht doch, also der eine Song, der noch ein bisschen im Wackeln ist, für drauf wäre es 10, glaube ich. Ja, das ist auch so 2 Kandidaten, die nur auf das Album kommt und er hat gesagt, tu da drauf. Auf jeden Fall eben 9 Lieder. Und eben der «Sagen nichts», der ja jetzt mittlerweile schon draussen ist ja eigentlich so ein Kandidat, den ich im Oktober angefangen habe, einen extern zum Mastern gegeben. Bin nicht so begeistert gewesen, auch eigentlich auch noch dann mit dem Song selber. Ich weiß nicht, wieso dass ich das überhaupt gemacht habe, denn es hat mich gelustet. Und habe dann nochmal aufgetan, eigentlich, das Projekt, und habe dann noch ausgebaut
der Beat selber und einfach mit dem Sound selber einfach. Das heißt, es muss einfach für mich stimmen schlussendlich. Und Ja, voll. der Sound da und ich will einfach, dass das alles von mir ist. Eben der Beat, der Sound, die Aufnahme bis hin zum Mastering. Aber das Krasse, eben, das vergessen viele auch und wird auch so nicht so, wie soll ich sagen, wertgeschätzt. So. Das wirklich jetzt bei dir oder auch bei uns, ich meine, wir haben Abstand-EP gedroppt vor 2 Jahren oder 3 Jahren, dann wo gerade Corona war und alles. 2020. 20, wo wirklich von Grund auf alles selber produziert ist, zum Teil sogar ohne Samples. Schwerelos haben wir auch ein Album rausgebracht, auch von ihm produziert. Und jetzt das Sagen nichts, die Sagen nichts Sachen und so, ist auch alles selber produziert. Und darum würde ich es fast schade finden, wenn man wie einen Song liegen lässt, weil schlussendlich hat es ja einem gleich zu dieser Zeit geflasht gehabt. Und ich sage, mit immer so verschiedene, wie sagst du denn, so Gefühlslagen. Und jeden Song kann man so ein bisschen, einen Song kann man gut zum Autofahren lassen, einen, wenn man irgendwie hure traurig ist oder so. Es gibt ja so die Songs, die zu einer gewissen Phase oder zu einer gewissen Zeit los ist und dann wieder ein Zeitchen nicht mehr. Darum finde ich wichtig, sind die auch drauf. Ja, so zum Thema eben Song bleibt liegen und so. Man hat es ja gemacht aus einem Grund. Und weißt du, am Ende, ich sage das, ich habe das bis jetzt jedem gesagt oder ich habe das schon 1000-mal gesagt, mache ich die Songs eigentlich nur für mich. Nur für mich. Du bist ja immer der, der hat gesagt, jetzt mach mal etwas. So, wenn wir zusammen etwas gemacht haben, ist es etwas anderes. Das ist so ein gemeinsames Projekt. Ja, voll, da kannst du auch nicht den Rückzieher machen, weil ich nachher... Das ist etwas anderes, aber jetzt ist wirklich wieder mal so ein Album von Liedern, das ich wirklich nur für mich gemacht habe, aber was dann geheissen, was ich auch selber aus dem Bauchgefühl raus plötzlich auch so habe gemerkt und so von Rückmeldung, eben auch vor allem von dir und so. Du hast mir gesagt, du bist so... Das ist deine Stimme. Weißt, das ist nicht... Ja, die Stimmlage passt einfach. Stimmlage, du hast so ein bisschen... Bei anderen Songs ist es manchmal so ein bisschen wie verstellt vorgekommen oder irgendwie so gespielt. So. Bin ich so... weißt du, bin so... Mit dem Album, bei Musik selber, habe ich das Gefühl, wenn es jetzt nochmal auf Musik bezogen ist, bin ich angekommen. Weißt du, so ein bisschen... Ja, schon der Albumtitel übrigens für die, die es noch mitchecken. Genau. Angekommen 7. Juli, oder? Haben wir gesagt. Oder 6. 6. 7. Genau. Genau. 6. Juli kommt es raus und ja, und noch gerade an deinem Geburtstag, 30. Angekommen, genau. Aber das Thema nehmen wir ein anderes Mal noch unter die Lupe. Ja. Das Album selber geht es wirklich jetzt einfach mal einen Song sagen nichts. Ja, aber was ich noch sagen wegen Beats und so selber gebaut, du hast am Anfang eigentlich den Beat klassisch aufgeteilt, 2 Parts, 2-mal Tuck, glaube ich, oder 3-mal. Und jetzt hast du aber noch den Beat-Switch gemacht. Vielleicht, wenn wir noch schnell reinlassen in den Switch, wo wir da haben. Bitte sag mir, wo ist die Logik, der so ist es? Sagen immer, wir sind froh, aber wie froh sind wir? Sagen immer, es ist so, doch kann es wieder so bleiben. Ey, verbietet mir das Wort, ja, dann muss ich es halt schreiben. Nein, ich sage einfach nichts über irgendwelche Sachen oder irgendwelche Leute. Nein, ich sage einfach nichts. Aber wir haben jetzt gehört, du hast schon noch so einen Wechsel reingebracht. Genau. Das ist auch das Geile, wenn du den Beat selber machst, kannst du wirklich noch andere Instrumente nehmen oder irgendeinen Pre-Hook noch anders machen. Ich weiß gar nicht, was das für ein Instrument war. Vielleicht weißt du es noch. Es ist so wie eine Gitarre oder so Horns oder irgendwas. Genau. Gitarre ist Schon eine Gitarre. Gitarre. Der Bastel, genau. Das Hauptsample ist ja aus Vocals, also Ja. aus Chor. Sound, eigentlich so ein bisschen Gospel-Chor. Genau, es ist schon so heimelig, wenn man es hört. So Genau. Genau. Und da muss ich halt schon sagen, so mit den Gospel-Sounds und so, das kommt halt schon, bin inspiriert vom Ami. Ja. Sei es eben Ja. Kanye West oder Dr. Dre oder... Kanye West hat sehr viele Vocal Samples selber drin. So das Zeug, das mich inspiriert. Das geht mir weniger dort bei denen... Ich lasse mich weniger vom Song selber inspirieren von diesen Leuten, sondern vielmehr so von Art und Weise, wie eben gewisse einzelne Elemente in einem Lied spielen. Und das sind die Sachen, die ich daraus rausziehe. Und ich lasse mich sehr... Das sind die Sachen, die mich inspirieren, für eigene Sachen zu machen, aber lasse mich nicht von ganzen Songs inspirieren, also an sich. Das wollte ich eigentlich damit sagen. Mhm. Aber ich weiss nicht, das bin so ich. Viele sind offen, weißt, und hören überall rein und denken, der macht geilen Scheiß und das ist gutes Zeug und so etwas könnte man machen, aber das geht mir fast so viel gegen den Strich, wie wenn ich mir noch ein Beat irgendwo kaufen würde. Weißt du, für mich
Für mich das muss jeder selber eben. Ja. Einer ist mehr Rapper, einer ist mehr Produzent, einer ist beides. Für die es nicht können produzieren können, aber gerne rappen und singen und einfach einen Song machen, für die ist das perfekt, die können Beats kaufen und so weiter. Das ist schon gut und recht, aber wenn ich schon selber, ich habe so viel Zeit investiert, für dass ich mich selber ausdrücken kann, in allem, was Ja. Musik angeht. Ja, Zeit ist ein gutes Thema, aber wie du sagst, ich meine, heute, es war schon nie so einfach gewesen, Musik zu machen wie heutzutage. Genau. Wir haben das schon mal auch schon diskutiert in einem anderen Schauen rein. Wir haben früher noch ein Mischpult. Also wir haben wirklich auch am Anfang so ein bisschen Anschaffungsfehler gemacht. Statt des Interface haben wir ein Mischpult gekauft. Ja, du weißt halt auch nicht was. Und früher war das Internet auch noch nicht so präsent gewesen, wo man alles googeln konnte und so. Dann zumal, als wir angefangen haben. Ja. Und heute ist es wirklich sehr einfach, eben mit der Musik anzufangen. Jetzt weiss ich gar nicht, auf was ich raus will, weil ich eigentlich auch etwas so überleiten mit dem. Ja, du hast einfach am Anfang gesagt, es war noch nie so einfach gewesen, Musik zu machen wie heute. Ja, genau. Aber auf der anderen Seite gibt es auch viel weniger Leute, die sich dann, damit beschäftigen, irgendwie etwas zu produzieren. Und ich glaube jetzt eben so sagen nichts. Es geht nicht, schau, der Qualitätsstandard ist ja sehr hoch. Also, ich sage jetzt vom Sound her, weißt du, so von Technik, aber gleich, wenn du 80er-Jahre-Musik oder noch ein bisschen weiter zurückgehst, hörst und so, dann das Zeug viel interessanter, auch schon nur vom Aufbau her, Es ist echt dynamischer. von der Dynamik, aber auch vom Sound her, weißt du, Es ist jeder Song einzigartig, sagen wir es so. genau. Und Heute sound einfach alles gleich laut. Also, oder es wird immer genau. wieder so, es ist echt immer mehr. Gut, das ist schon wieder weniger schlimm. Das Ja. aber eben, es geht genau um das und ich bin einfach noch, heute haben sie es immer so gerne, eben so extrem feinen Sound und schön luftig und so, weißt, und transparent, aber schlussendlich das sind wir jetzt gleich in der heutigen Zeit so. Du kannst machen, wie du das willst, weißt, wie es für dich richtig ist. Am Schluss ist es ja wichtig, dass du etwas Eigenes hast, etwas, das dich ausdrückt. Ja. Jetzt haben wir zurückschauen, es war ja wirklich eine lange Zeit gewesen. Struggle is Real ist, glaube ich, also das ist sein letztes Album, das Struggle is Real, ist schon alles selber produziert gewesen. Ich mache seit dem 18. Das ist 2020 rausgekommen, ich glaube nach dem Weg-Album von mir, Struggle is Real. Und nachher hast du wirklich 3 Jahre lang eigentlich quasi solo nicht mehr aufgenommen. Hat auch so eine Phase gegeben, wo du wirklich gar nichts gesagt hast, sagen nichts, also wo wir auch weniger Kontakt hatten, wo du dich ein bisschen zurückgezogen hast. Und ja, was denkst du, warum hast du denn nichts zu sagen gehabt, oder wieso hast du denn gerade die Zeit jetzt gebraucht, oder warum hast du so lange gebraucht, wieder jetzt mal einen Solo-Song zu machen? Ja, wenn ich erlebt. Also, wenn ich erlebt im Sinn von. Ich tue ja mit dem Album angekommen. Ist schon noch 1-2 Songs drauf von sonst. Also vor allem das Lied Nummer 2, das auf dem Album ist ja «Schau weg». Und da geht es ja so ein bisschen, das habe ich eigentlich auch so ein bisschen gemacht, um meine, sage jetzt mal, Gamesucht, die sich in dieser Zeit entwickelt, also so ein bisschen, ja, ergeben hat durch die ganze Pandemie. Warzone, du bist ja richtig, also ja, ich kann offen darüber reden, es kommt auch in diesem Song sogar vor, jetzt beim Sagen nichts, du hast die Auswahl zwischen Warzone und Daisy. Ja, genau. Also ist wirklich, ja, du bist wirklich viel dann im Game gewesen, das habe ich auch mitbekommen. Also ich will die Zeit nicht als schlecht beziehen. Jeder, der das vielleicht jetzt sieht oder gehört, der weiss halt genau, was er selber erlebt hat. Es war verdammt geil gewesen, mit so vielen neuen Leuten, die man einfach über die ganzen Playstation-Partys und so hat lernen kennen. Also es war verdammt geil gewesen, zusammen die Zeit zu verbringen und das so zu machen. Aber Ja. ich persönlich bin einfach nicht mehr rausgekommen. Du siehst, wie, und dann gewöhnst du dich irgendwie dran und dann kommst du aus der Komfortzone raus, die Menschen sind dir zu viel, jeder geht dir schon nur auf den Sack, wenn du siehst, mit einer Maske rumlaufen, weißt du, machst es so nicht mehr gesehen. Ja, viel. Und ich bin wirklich so gewesen, ich hatte wirklich so eine Zeit lang einen richtigen Frust aufgebaut und es hat mich hässlich gemacht. Und einfach gegen Schluss einfach die Ermüdung und jetzt ist es durch und jetzt muss ich einfach sagen, ich sage einfach nicht mehr darüber, weil ich meine, es ist einfach, klar, es ist noch da und so, irgendwo, es ist passiert und es gehört einfach zu unserem Leben und zu unserer Welt jetzt, aber mir schenkt ihm nicht mal mehr 10% von dieser Beachtung. Siehst Du hast so schnell gerade den Switch schon noch gegeben, ja.
Es ist von heute auf morgen ist es gekommen und von heute auf morgen ist es wieder gegangen, ehrlich gesagt. Aber heute ist es auch es wird es gehandhabt wie eine Grippe irgendwie. Und ja, was willst du sagen? Keine Ahnung. Eben, sag einfach nichts. Ich sage einfach nichts, genau. Der Song geht einfach um das. Sag einfach nichts. Es gibt sicher viele Leute, die tragen das noch mit sich und denken vielleicht jetzt gleich wie ich. Nicht nur vielleicht, ich bin mir sicher, es gibt Leute draussen, die denken wie ich. Und sie sagen einfach nichts und sie wollen jetzt ihr Leben leben. Und wir können sie jetzt wieder sagen, Ja, voll. normal leben, so weit wie möglich. Also, wie vorher, mehr oder weniger. Es ist ja der erste Song, den du jetzt produziert hast für das Album. Genau. Und also wie bist du zu diesem Entschluss gekommen? Ich weiss noch, etwa 2 Wochen vor dem hast du mir gesagt, eben, ich höre auf mit Musik. Ich höre auf mit Musik, ich höre auf mit Rappen, so, ich will mehr im Hintergrund sein und ja, ich will einfach produzieren, sei es für mich oder für die anderen, die in unserer Gruppe sind oder irgendwie ein Regal oder so. Und dann, ja, plötzlich so aus dem Nichts, der Song einfach so, hey, ich mache jetzt gleich wieder ein Album. Ich glaube, es ist dir dann eigentlich schon bewusst gewesen, ja, es wird ein Album, glaube ich. Du siehst ja sogar hier in diesem Song, ja, das wird ein Album-Motiv geht. Ey. Ja, das ist mir eigentlich schon. Eben, es ist schon am Anfang mal klar, dass das Ja, eigentlich schon, ja. Also irgendwo durch schon. Zuerst war der Plan, sie eben EP zu machen. Eben, als ich den Beat habe produziert habe, ich Text schreiben. Ja. Also mein Vorgehen ist ja folgendermaßen: meistens schreibe ich, wenn dann überhaupt halbe Texte oder gar keine mehr und nehme einfach aus dem Kopf raus Ziele für Ziele auf, weil schlussendlich das Gesamtpaket zählt und so. Falls es mal live auf die Bühne kommt, muss man so ein Stück rappen und dann läuft es ja anders. Aber auf jeden Fall schreibe ich ja nicht mehr jeden Song. Jetzt, aber bei diesem Album muss ich sagen, habe ich wieder viel geschrieben. Währenddem, dass ich produziert habe, also der Beat war noch nicht mal fertig, habe ich schon den Text geschrieben, angefangen aufnehmen, weil es mich einfach gepackt hat. Und dann habe ich so ein bisschen angefangen, drumherum noch ein bisschen ausarbeiten. Also ich bin jetzt nicht der Fan von einem komplizierten Projekt und 50 bis 100 Spuren und so, das ist keine Ahnung, am Schluss macht es der Song nicht aus. Nee, Entweder eben, macht es nicht aus. Ausser der Vibe ist danach, also du willst es wirklich und hast jetzt Bock auf die 50 Spuren. Aber wir spielen immer noch so in einem Genre rein, ich sage, ich bin einfach. Ja, ich finde auch eine Stimme, eine klare Hauptstimme. Der Refrain heute ausbauen. Der Refrain geht auf mit Backups links und rechts und weiss auch nicht, höhere Stimmen, tiefe Stimmen. Okay, aber so in den Parts finde ich es halt immer noch geil. Einfach Main Vocal und dann vielleicht noch, je nachdem noch so Adlibs. Genau. Das passt, oder? Genau, ein Doppelung und so. Aber eben, dann gehen wir schon wieder in die Sammlung. Ja, auf jeden Fall. Er war ja noch einfacher gewesen, vorher der Song vom Beataufbau her. Ich habe ja sogar eben noch kleinen Beat-Switch rein da. Im Refrain habe ich noch ein paar Vocals im Hintergrund, so fast wie ein Hund, der heult. Ja genau, das ja genau, so, also Hund nennt wie ein Wolf. So. Wie ein Wolf, ja, ja. Wie ein Wolf. Ja, eben, am Schluss können wir sagen, im Song geht es um etwas, das ist einfach ja das Thema Satt. Ich tue es jetzt einfach nochmal erwähnen, in diesen 2 Minuten 46, wo das Lied geht. Ich tue mich nochmal äußern dazu. Und wir machen auch nochmal ein Video, das 30 Minuten dazu geht. Und that's it, das ist jetzt festgehalten, das ist auf dem Album, es ist ein Single draussen. Ja, voll. Da könnt ihr schon streamen auf anderen Plattformen. Spotify, Deezer, Apple Music. Spotify forever, genau. Ja, Instagram, Raffi Beats. @Raffi Beats, genau. Genau. Ja, und ich bin wirklich jetzt gespannt auf die nächste Single, die ist eigentlich auch schon bekannt. Ich kann einfach sagen, mal das Datum ist heute in der Woche. Weißt du, schon draussen heute in der Woche. Was ist 26. wenn ich mich nicht täusche. Genau, 26. Mai. Genau, kommt die neue Single. Wie heisst die? Die zweite Single und die ist zwar mit dem Nepo zusammen. Ja, Shoutouts an Nepo, eine richtig geile Stimme. Ich habe vorhin wieder eine Story aufgeladen im Instagram, ich habe es wieder aufbekommen. Nein, aber er hat wirklich eine krasse Stimme und ja, den Song natürlich schon hören, er ist richtig geil. Merci. Wird richtig deep, wird richtig emotional, sage ich mal. Und hoffe, wir hören alle drei. Und kann auf jede Beziehung zu jedem Mensch, Freundschaft, egal, wie ich ihn interpretieren, voll. Partner, Partnerin, wirklich kannst du auf alles anwenden und dich drinnen fühlen eigentlich. Das ist eine schöne Musik oder schöne beim Genau. Oder so, wenn es ein bisschen für alles kannst schreiben, nicht nur einfach auf jemanden bezogen oder so. Ja, voll.
Ich würde sagen, gibt es nicht mehr jetzt an diesem Punkt. Ich würde sagen, gibt es nicht mehr. Ich Ja. sage nichts, Stopfänger, 26.05.2023. Wahrscheinlich. Let's go. Ja. Yeah.